Moin Freunde, herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal der Schweiz und Deutschland und Österreich. Wir reagieren heute auf ein Video von Mike Wallace. Das wird Ron Bilecki nicht gefallen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das Video. Für die Leute, die Mike Wallace nicht kennen, der wohnt mit Hannah Tulnik in Wien in einer WG zusammen und man nennt Mike Wallace auch Mike Wallabila. Das ist sehr, sehr wichtig und ich bin gespannt, was Ron Bilecki dir nicht gefällt. Irgendwie glaube ich, Hannah hat echte Bindungsängste. Aber ich habe mal gehört, wenn man sich seinen Ängsten stellt, dann wird es irgendwann besser. Bindung! Nee, aber Hannah würde gerne mal etwas entbinden und zwar ein Kind. Ich habe heute Hannah gesagt, dass ich nicht mehr so gern mit ihr abhänge, weil sie so langweilig geworden ist. Weil sie nur im Bett liegt und nichts tut. Und jetzt kommt sie mitten in der Nacht rein. Hey, die Nachbarn feiern eine Party, ich habe richtig Bock. Ja, das ist aber bei Hannah wirklich immer so. Hannah ist auch manchmal so um 8 Uhr morgens wach und dann sagt sie so, ich habe so einen Tatendrang. Und ich so, nee, ich will noch schlafen. Das ist ganz, ganz weird. Das ist so wichtig. Unsere Beziehung ist mir wichtig. Würdest du mich? Wichtig ist auch, Mike Wallabila, man muss immer so lachen, so nach jedem Joke. Das ist auch Mike Wallabila. Nein. Zur Party mitbegleiten. Auch nein. Ja, okay, reicht also. Wieso gehst du überhaupt auf die Party? Ich weiß, dass du keine Lust hast. Doch, ich freue mich. Trinkst du heute? Nein. Fireball. Oh, ein Torny. Ja, das müssen wir nochmal analysieren, ob das hier wirklich ein guter Tornado war von Hannah. Das Problem ist ja zu weit unten schon gedreht. Das machen viele Leute falsch. Man kann beim Tornado eigentlich auch oben ansetzen und dann oben drehen. Es ist einfach die Tornadokunde. Es ist die Tornadokunde, die man wissen muss. Das Problem ist mehr bei Hannah. Nach einem Tornado ist die durch. Hannah, du kannst Hannah rauchen. Nach einem Tornado, du kannst die rauchen. Ja. Das war Spaß. Ja. Wir hätten aus dem N ein L machen sollen, dann hätte sie sich noch mehr schräg. Ja, jetzt mein Edgy sich richtig erschreckt. Wir hängen es vor Hannas Zimmer und machen das zu einem M. Bin dumm. Krass, das Hilton Hotel. Hallo, ich hätte gern ein Zimmer. Ja. Ist noch was frei? Mhm. Was machen Sie hier überhaupt? Was kostet eine Nacht? Für sie 100. Oh, cool. Was ist da so dabei beim Zimmer? Zimmer? Achso. Das haben wir 150. Ach so, okay, aber die Tornados sind das, was Ron Bilecki nicht gefallen werden. Wobei eigentlich Ron ja Tornados gefallen, I guess. Der findet das ja eigentlich nice. Zimmer ist dann 50. Oder stehen draußen welche? Entschuldigung, wir arbeiten da nicht. Oh, aber wie nett sie das gesagt hat. Hannah? Ja? Was heißt ATM? Ey, kommt eigentlich irgendwer anders noch in diesem Vlog vor als Hannah? Oder ist es ein Hannah-Zweitkanal? Mike Wallabila ist so ein bisschen ein Hannah-Zweitkanal. Aber kann man mal ein Like geben? Moment. ATM heißt Automatic. ATM ist doch etwas mit Geld. Und das heißt, bin ich dumm? Warte, ich bin dumm. Ich muss überlegen. M steht für Maschinen. ATM ist doch für Geld, oder? Also klar, es heißt auch at the moment, aber es heißt auch Automatic. Ich weiß es nicht. At the moment? Ist dein Ernst? Ja. At the moment haben wir Geld für Sie da. Was heißt ATM? ATM Bedeutung. Abbreviation Automated Teller Machine. Kevin Teller. I see. Ich habe im Internet einen richtig miesen Furzspray bestellt. Hannah und ich sprühen uns jetzt komplett damit voll und testen unsere Freunde, ob sie uns sagen, dass wir absolut nach Na gut, sie müssen sich nicht mal einsprayen. Die stinken auch so. stinken. Go. Okay. Ist Furzspray wirklich so hässlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ist das wirklich so hässlich oder übertreibt einfach jeder YouTuber auf dieser Welt? Oh Gott, willst du uns vorsprühen? Ja. Aber du? Ja. Versprochen. Ja. Spring! Okay, passt. Nein. Hello. Hast du geputzt? Hast du mich angeschaut? Was? Ich bin angefangen. Hello. Warum riecht sie so nach Fuß? Wieso ist das gut? Leute, warum riecht sie so eklig? Das ist nicht euer Ernst, ich steig dich wieder aus. Das ist aber eine normale Reaktion bei ihnen. Das liegt nicht am Spray. Da riecht sie nach vergammelten Füßen. Irgendein Geruch ist im Auto. Vielleicht riecht sie nach vergammelten Füßen.
musst schon wieder Wasser sparen, du kleiner Sparmeister. Der hier, dieser Mann hier, das ist der Manager von Hanna Tulnik und der hat so einen geilen österreichischen Dialekt. Ich lieb dem sein Dialekt, Digga. Wasser sparen, du kleiner Sparmeister. Ist das gerade ein Prank? Nein! Frank, wir stinken. Oh nein, der Fakt, es ist euch egal, es ist so ekelhaft, es ist so schlimm. Das ist ekelhaft. Was ist das, Mike? Ich setz mich da nicht rein. Ja, klassisch, dass der Manager einfach mal an seinem Creator riecht. Was die hat? Wir sitzen mit grausigen Menschen. Okay, vielleicht wie sie, vielleicht nicht selber. Okay, anscheinend sind unsere Freunde echt sehr direkt. Aber am Ende haben wir dann doch die Reaktion bekommen, auf die wir alle gewartet haben. Und wenn ihr folgende Szenen seht, denkt immer dran, in diesem Auto stinkt's bestialisch. Wie geht's? Gut. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Gibt es irgendein Ziel in deinem Leben, was du noch erreichen willst? Ich würde gern Profisportler werden. Same. Bist du das nicht? Was ist dein Lieblingsgeruch? Keine Ahnung. Nie über solche Sachen nachgedacht. Wir machen jetzt einen Geruchtest. Oh Gott. Mach mal die Augen zu. Boah! Was ist das? Boah! Hast du das nicht gerochen? Doch, der dachte mich schon, warum stinkt sie die ganze Zeit so? Du dachtest dir die ganze Zeit schon, das stinkt und hast nichts gesagt. Ja, ich dachte, das Ey, ich glaube, ich würde auch nicht sagen. Ich bin so jemand, wenn so jemand furzt, ich ignoriere das so einfach so weg. Ich spreche das nicht an. Aber eigentlich sollte man es ansprechen, I guess. Glaube ich. Sprecht ihr das an? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es ansprecht, wenn jemand furzt oder so. Ich spreche das nie an. Du kannst literally neben mir in die Hose scheißen und ich würde sagen, ah, chillig, Digga. Ist völlig okay hier, alles easy. Boah, aber jetzt jedes Mal wahrscheinlich, wenn es so ein bisschen stinkt, wirst du gleich was sagen, weil du denkst, das ist ein Prank. Ja, steig deine Hand und du stinkst. Ah ja, wir haben was für dich einstudiert. Oh nein. Oh, der Okay. Das ist auch so Musik, die bei einer Party hören. Die hören dann so Girls Night Out. Aber man darf nicht zu so Musik ein Tornado entzünden, das ist ein bisschen das Problem. Aber guter Vlog von Mike Wallabila. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich nicht mehr Corona habe. Ich bin hier noch in Isolation. Ich hoffe, ihr habt kein Corona. Genießt Karneval, genießt der Sommer, den kommt. Scheiß drauf. Bis zum nächsten Video. Tschö, tschö, tschö. My art